Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. In diesem Video zeige ich euch das Darth Lit Christmas Pack. Darth Lit ist auf jeden Fall ein mega geiler Pack-Creator, also bin ich mega gespannt auf das Pack. Wenn euch die Serie gefällt, lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. So, wir befinden uns jetzt auf der Map Ice Pillars und wir spielen zuerst ein bisschen Skywars. Ich wollte anfangs auf Rush Nation aufnehmen und habe da auch angefangen aufzunehmen, aber ich bin dann die ganze Zeit gecrashed und deshalb ist das jetzt leider nicht möglich. Auf jeden Fall würde ich das mega empfehlen für BW, falls ihr BW spielt. Aber wir testen es jetzt einfach ein bisschen in Skywars aus und ich gebe euch einfach mal kurz meine ehrliche Meinung dazu. Warte, jetzt sind wir fertig. Okay, also da hat schon jemand Bock hier rüber zu kommen zu uns. Gut, fangen wir an. Ja, okay, GG an dieser Stelle. Die Schwerter, fangen wir mit den Schwertern an. Also Schwerter sind sehr wild gemacht, hier mit diesem Christmas-Zeug. Ja gut, ne, ich hab kein Schwert. Ah, doch, ich habe mein Schwert noch. Okay, nice. Ist das ein Feuerschwert? Ne, ist ein Eisenschwert. Ich habe leider keine Blöcke. Okay. Also, Hotbar, Hotbar sieht wild aus. Schwerter sehen auf jeden Fall wild aus und die Picke natürlich auch. Wo ist die Picke? Hier ist die Picke, hier. Wir haben ein paar Blöcke. Nee, oder? Oh mein Gott. Hilfe. Gott, was ist das für eine Runde? Kritisch. Okay, an sich, ich habe das Pack auch schon öfters ein bisschen in BW gespielt, ist das Pack echt wild, also sei das jetzt für Skywars, für BW oder für sonstige PvP-Modi. Es ist ein kleiner Default-Edit, also es hat auf jeden Fall sehr viele Default-Elemente drin. Ja, okay, wir sind eigentlich easy gut equipped, sollten wir bekommen. Vielleicht auch nicht, wenn der Schneeball hat, aber komm schon. Ja, Gott, ich glaube tatsächlich, das liegt am Pack, dass ich gerade so gut spiele. Yo! Wild. Okay, gut. Erze sehen halt normal so low Quality aus, ne? Das ist aber gut so, finde ich, weil in Skywars braucht man das einfach. In Skywars sieht das wild aus, wenn das so eine solche, ja, wenn das halt so aussieht. Das sind die Redstone-Erze, die sind so ein bisschen dunkler gehalten. Und grün einmal die Emeralds und so hellblau die Dias. Hier nochmal die Dias. Die Models von den Rüstungen wurden zwar bearbeitet, aber irgendwie die Dings nicht, die Items. Das heißt jetzt zum Beispiel eben, wenn man hier jetzt im Inventar sieht, guckt, das sieht so aus. Die Rüstung gefällt mir mega gut, ist mega clean, also wirklich genau mein Stil. Aber hier die Items sind halt so, würde ich jetzt mal so sagen, normal. Halt in der normalen Form. Okay, bridgen wir mal rüber. 23 Blöcke, reicht das überhaupt? Ja, okay, hoffen wir, dass das reicht. 19, 18, 7. Okay, sollte reichen. So. Oh, der Bogen. Bogen absolut im Christmas. Das finde ich jetzt ein bisschen frech hier. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Eieieiei. Da hat er einfach meinen Bogen genommen. Ja, genau. Aber es ist wirklich ein wildes Pack. Ich würde sagen, wir spielen gerade noch eine zweite. Oder ne, wir spielen jetzt einfach mal zuerst eine Runde Treasure Wars. Und da kann ich euch direkt auch mal die Erze zeigen, weil die sind auch mega geil gemacht. Da muss ich ehrlich sagen. So, da sind wir jetzt in der Treasure Wars Runde. Der Sky ist so rot, also wieder so heftig auf Christmas basiert, denke ich mal. Aber nicht so wirklich so mit Christmas-Elementen, halt einfach rot, weil rot halt gut zum Thema passt. Genau, hier seht ihr nochmal kurz die Erze. Ne, was für Erze? Die Ingots. Die Ingots sind so kleine Tannenbäume. Und das sieht auf jeden Fall mega cute aus. Okay, der hat sich direkt ein Schwert geholt. Wieso holt er sich direkt ein Schwert statt Blöcke? Abflug, dankeschön. Ja moin. Kakashi hat ein bisschen was kassiert. So, okay, die Wolle. So eine Wolle habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also es ist halt nur leicht bearbeitet, also nicht wirklich so krass.
Joi, ist das geil. Ja, Wolle ein bisschen bearbeitet, nicht so krass bearbeitet, aber auf jeden Fall viel geiler als die Default-Wolle, weil die Default-Wolle, die kann ich echt gar nicht ab. Das ganze Pack ist halt einfach so ein bisschen düster gestaltet, würde ich jetzt mal behaupten. Weil das, ja, wenn man sich das Ganze so ansieht, dann hat es viele so dunkle Elemente oder halt so leicht angeschwärzte Elemente. Ja, okay. Direkt 2 Teams. Ja, moin. Okay, einfach alles rein, weil der hopst uns jetzt wahrscheinlich snacken wir uns noch kurz die Dias. Okay, was macht er? Oh. Oi. Was ist heute los? Wieso spielt jeder so schlecht? Hä? Okay. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Wer lebt noch? Orange lebt noch. Und Grün lebt noch. Grün sind wir. Also müssen wir jetzt kurz ein Besüchlein bei Orange abstatten. Genau, Blöcke Andesit hat man ja, glaube ich, vorher schon gesehen bei Skywars, weil da hat man ja auch Andesit zum Bauen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Der kommt mir hier nach. Ich muss einmal sein... Okay, das war ein guter Call. Und zack. Ja, okay, jetzt baut zwar außen drum. Aber er ist auch direkt mit einem Hit down. Junge. Hä? Irgendwie läuft's heute. Hä? Wieso? Das ist schon das zweite Mal, dass ich heute accusated werde. Ich weiß nicht wieso. You built behind you. I turned... Hä? Okay, das ist weird. Ja, man sieht ja in meinem You didn't, I'm recording. I'm recording also. Lol, der Dude, ne? Der Dude ist mir 1 zu viel hier. Aber echt. Hier, den holen wir kurz. Jawohl. Haben wir ihn, sind zwar einmal gestorben, aber haben fast das ganze Team Dings geholt. Richtig wild. Junge, einfach accusated worden. Okay. Junge, der Dude, ne? Ich blende euch mal kurz einen Screen ein von der Konversation, wo ich ein paar Leute hops genommen habe. Ja, leider konnte ich nicht so viel von dem Pack zeigen. Ja, ich empfehle es euch auf jeden Fall mega weiter, weil das Ding ist halt einfach, dass dieser David einfach mega krass gute Packs macht und ich denke, viele von euch kennen das auch. Ich streame auf YouTube Renaxo, ich brauche Geld für meine Kinder im Keller. Okay, dem donaten wir lieber mal, dass er seine Kinder dafür sorgen kann im Keller. Wie gesagt, ich empfehle euch das zu downloaden, Link ist in der Videobeschreibung. Falls ihr MCP-Content mögt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, man sieht sich im nächsten Video, bye!